Hi, ik ben John Peters. Vandaag wil ik een frische video hier maken. En zo, mir freut war dat u deze video hast angemerkt. So, ik hoop dat als een zegen voor die deze video durchkijken war. En vandaag is een nieuwe dag. Vandaag is een vrouwendag. Vandaag is een dag wat God gemerkt heeft. En zo, ik hoop du bist gevuld met den Heiligen Geest om die dag durchzugaan. So, ik wil je nog wat vragen, dat u voor mij beten, omdat ik kan weer deze arbeid doen, dat ik kan met de schaffen, met deze video's maken. En mir het schijn deze arbeid doen. En ik hoop dat is een zegen voor die. En veel meer dankzij van u voor mij beten des. En zo, vandaag wil ik weer gaan met het thema van God zijn stem horen. En vandaag heb ik mijn video genaamd Ons luidet leven. God, dat manchmal hetzelfde in mijn en dien leven. God heeft een zeer nate stille stem, om am zijn stille te krijgen. Du weet dat het luide leven ons de taalste boderen om geestlich wiederwosen. Ons leven is manchmal te zeer gevuld met allerhand dingen, social media, vielleicht als dat Facebook, WhatsApp, Videogames, wat immer dat alle mag zijn. We verhalen ons te zeer met al dat en we verlieren dadurch ons balance. So, ons leven dat is te luid, we zijn te druk en we vergeten dat God is God. En zeer verken, dat braucht dat kleinste beetje zijn, dat we ganz van vergeten van God. En zo, die vrouw is dan vielleicht, wo kan we uit diesem Problem rauskommen? Ik geloof, de antwoord is zeer klar. Dat is God zijn stille stem. Wanneer we stil zijn, wanneer we irgendwo leren, wir gleichen nicht zu lernen. Wir nehmen uns sehr bald, nehmen wir uns Phone raus und checken bet was im Phone angeht und schnappen Phone bet durch und vertiefen uns unsere Zeit durcheinander. Wir gleichen nicht irgendwo zu lernen. Wir haben nicht die Geduld dafür. Und so, warum wollen wir nicht mal in der Stadt, wenn wir irgendwo mal lernen, für eine Stadt, in der Stadt uns Phone aus der Fabrik nehmen, dann lassen wir das Phone Schmack in der Fabrik und dann sagen zu Gott, komm für Gott und haben Gemeinschaft mit ihm. Wo wir bloß eine stille Zeit können haben und nur Gott horchen, so was heute uns würde sein. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wo wir wollen können, Dollar und Dollar Gemeinschaft haben mit ihm. Und war am Weg, wo wir das können tun, das ist, bloß sagen, Heiliger Geist, rette mich. Und du wirst die überraschen, wo Gott interessiert ist, Gemeinschaft haben mit mir und dir. Und so, du wirst vielleicht denken, das sind bloß deine gewöhnlichen Gedanken, wo du durch den Kopf drehen lässt. Nee, das sind nicht. Das kommt von Gott. Gott seine Stimme, der Heilige Geist, der redet zu dir. Und das braucht, was wir dort wollen practicen, und das wir dort wollen immer wahrer tun. So, ich merke die Mut, wenn du was gefällt sein mit dem Geist Gottes, dann lehrt die still sein. Gott will uns frei machen, und dort wir frei sind. Gott will gern mit uns sein. Und wenn wir dort lernen, wir können von allerhand Gebungenheiten, wo wir fast ungebunden sind, durch können wir frei von werden. Und wir können schwere Dinge überkommen und alles andere Dinge können gelöst werden, wenn wir Gemeinschaft haben mit Gott. Heute manchmal nicht, wo wir wollen mit Dingen umgehen. So, wenn wir uns Zeit nehmen mit Gott und wir wollen sehen, wo Dinge sich wollen verändern. Und wo wir bloß wollen können, Gott loben und preisen. Halleluja! Dort ist Gott sein Plan für uns. Ich merke die Mut, wenn wir uns in der Stadt für Gott verstehen, wenn wir uns in ihm verstehen. Und dort wird die ganze Welt einen Unterschied machen. Eine Frau für die, was ist dort Leute in dein Leben,
wird die aufhören wird von Gott seine Stimme hier. Wir haben einen Vers im Psalm 32, Vers 7, der sagt, bei dir kann ich mich verstärken, du wirst mich vor Troubles bewahren, dort ich die loben kann, dort du mich gerat hast. Ich hoffe, das ist ein Segen gewesen für dich. Vielen Dank schön für diesen Video durchgehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag mit Jesus. Gottes Segen mit dir.